Sobald der Zwerg gemerkt hat, dass er frei war, hat er nach seinem Sack gegriffen, der zwischen den Wurzeln vom Baum gesteckt ist, hat ihn rausgezogen und vor sich hin gebrummelt. Ungehobeltes Volk, schneid mir einfach ein Stück von meinem schönen Bart ab. Der Gucker soll euch lohnen. Und damit hat er den Sack auf seinen Rücken geschwungen und ist davon, ohne sich nochmal nach den Kindern umzudrehen. Eine Weile später wollten das Schneewiesli und das Rosenrot mal fischen. Als sie beim Bach zu waren, haben sie etwas gesehen, das wie ein Heugümper rumgegumpelt ist. Da sind sie angerannt und haben den Zwerg gesehen. «Wo willst denn du hin?» hat das Rosenrot ganz erstaunt gefragt. «Willst du doch nicht etwas Wasser reingumpen, oder?» «Ich bin doch nicht blöd», hat der Zwerg geschrien. «Seht ihr denn nicht, dass mich der verfluchte Fisch reinziehen will?» Der Kleine war da gesessen und hat gegangelt. Da hat der Wind seinen Bart mit der Angelschnur verzwurlt und wo dann gleich darauf einen grossen Fisch abgebissen hat, haben dem schwachen Geschöpf Kräfte gefehlt, um ihn rauszuziehen. Der Fisch war stärker und hat ihn immer mehr zu sich angezogen. Zwar hat sich der Zwerg an allen Halmen und Binsen gehebt, aber es hat nicht viel genützt. Die Mädchen sind gerade zur rechten Zeit gekommen. Sie haben ihn gehebt und haben probiert, den Bart von der Schnur loszumachen, aber vergebens. Also ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, als Scherli vorzuholen und den Bart abzuschneiden. Wo der Zwerg das gesehen hat, ist er fuchsteufelswild geworden und hat sie angeschrien. «Sind ihr eigentlich wahnsinnig geworden? Zuerst schneidet ihr mir das Unterstück vom Bart ab und jetzt noch fast den ganzen Rest. Die Ohren sollten ihr euch lang ziehen!» Und dann hat er einen Sack Perlen geholt, der im Schilf gelegen ist, und ohne ein weiteres Wort hat er ihn vorgeschleppt und ist hinter einem Stein verschwunden. Jetzt ist es geschehen, dass gleich darauf die Mutter die beiden Mädchen in die Stadt geschickt hat, um Nadeln, Schnüre, Zwirn und Bänder zu kaufen. Der Weg hat sie über eine Heide geführt, wo da und dort grosse Felsstücke gelegen sind. Da haben sie einen grossen Vogel gesehen, in der Luft schweben. Der ist langsam über ihn gekreist, ist immer näher gekommen und schliesslich nicht weit von ihnen weg bei einem Felsen herabgeschissen gekommen. Kurz darauf haben sie einen gellenden Schrei gehört. Sie sind zu dem Felsen gerannt und haben mit Schrecken sehen, dass der Adler ihren alten Bekannten, den Zwerg, gepackt hat und ihn forttragen. Die Kinder hatten Mitleid mit dem Zwerg und wollten ihm helfen. Und darum haben sie das Männchen festgehalten und so lange mit dem Adler gekämpft, dass der seine Beute fahren. Wo sich der Zwerg von seinem ersten Schreck erholt hat, hat er gekreischt. «Ihr Galöri, habt ihr nicht besser aufpassen können? Ihr habt so an mir herumgeschrissen, dass mein ganzes Gewand überall verlöchert und verfetzt ist.» Und dann hat er einen Sack mit Edelstein genommen und ist wieder unter den Felsen in seine Höhle geschlafen.